Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Flo Goldimann. Ich habe über Ostern ein Musical von der grössten Freikirche der Schweiz besucht. Da ist immer wieder von Kintsugi gesprochen worden. Kintsugi ist eine japanische Kunstform, wo Keramik und Porzellanscherbe mit einer goldfarbenen Lack zu einer ursprünglichen Form zusammengeklebt worden sind. Die Narben von diesen Gefäßen sind nicht vertauscht worden, sondern strahlen neu mit dieser goldigen Lack. Das schöne Bild ist in diesem Musical symbolisch immer wieder aufgenommen worden. Es steht für zerbrochene Herzen und Seelen, die wieder von Gott wie zusammengeflickt worden sind und in einer neuen Schönheit strahlen. Am Ende des Musicals hat der Pastor von dieser Kirche die Gelegenheit genutzt, die rettende Botschaft vom Kreuz zu verdeutlichen. Es sind Scherben und Kreuz verteilt worden. Die Scherben, die stehen für zerbrochene Herzen, die sich nach Heilung sehnen. Und das Kreuz als Zeichen von der Entscheidung, ein Leben mit Jesus anzufangen. Im gleichen Augenblick habe ich auf den Ringfinger von meiner zukünftigen Frau geschaut. An den Finger, wo ich den Ehering am Hochzeit anstecken darf. Und plötzlich musste ich brüllen. Ich habe nicht gewusst, was in diesem Moment wirklich mit mir passiert ist. Aber ich habe erkannt, dass ich ein verletzter und zerbrochener Mensch war. Es war ein sehr demütiger Moment für mich und gleichzeitig bin ich Gott so unglaublich dankbar, dass ich durch den Glauben die Scherben in meinem Leben verheilt worden sind, wie beim Kintsugi mit Gold die Bruchstellen wieder zusammengeklebt worden sind. Es ist ein sehr kraftvolles Bild, wo ich sehr auf mein Leben zurückschaue. Ich denke gerade an die vielen Menschen, die auch unter anderem tiefst verletzt worden sind oder noch Verletzungen mittragen. Menschen, die sich nach Heilung sehnen, die ihre Scherben neu möchten zusammengeklebt werden und Jesus aus dem heraus etwas Neues, etwas Einzigartiges macht. Kintsugi steht für das Bild Narben aus Gold. Ich finde diesen Ausdruck mega treffend. Scherben, die mit Gold wieder zusammengefügt werden, zeugt von einem neuen Leben. Das Zeugnis davon ist, dass Jesus aus jedem zerbrochenen Herz einen neuen Mensch machen will. Ich staune über die vielen Menschen, die ich kenne, obwohl sie so viel Leid erfahren haben müssen, durch Jesus zu ganz neuen Menschen geworden sind. Aber es gibt auch noch so viel ungeheilten Schmerz und Scherben im Leben. Vielleicht kannst du nicht glauben, dass Jesus die Herzen verändern kann. Oder glaubst, du müsstest das Problem selber lösen. Doch Gott stößt es nicht von uns ab. Er lässt uns nicht allein im Leid. Wir alle sind nicht perfekt. Wir alle haben Fehler gemacht oder haben Scherben in unserem Leben verursacht. Mir scheint, dass der Teufel mit allen Mitteln unsere Herzen davon abzuhalten will, heil zu werden. Ich mache das persönlich an mir fest, dass ich immer wieder Erinnerungen bekomme, wo ich Fehler gemacht habe und ich mich dazu schlecht fühle. Immer wieder muss ich den Sieg von Jesus darüber aussprechen, damit ich so destruktive Gedanken, die mich fertig machen, keine Macht mehr bekomme. Wir alle brauchen Unterstützung in unserem Leben oder müssen um unsere Seele zu kümmern. Ich persönlich finde es sehr wichtig, in der heutigen Zeit Grenzen der Psyche zu erkennen, tiefe Verletzungen zu therapieren lassen und Seelsorge nicht als nutzlose Beichte oder das Gespräch anzuschauen, sondern es ist eine Stärke, über seinen eigenen Schmerz darüber reden. Ich wünsche dir, dass du wie ich erleben darfst, dass Jesus deine Lebensscherben liebevoll wieder zusammenfügt und sie mit Narben neu erstrahlen dürfen.